Seid ihr bereit für die Schlussphase hier bei Super Smash Bros. Für den 3DS? Tja, im letzten Part haben wir eigentlich noch den Rest der Charaktere angeschaut, sprich alle Charaktere bereits angezockt, bis auf die Mii-Kämpfe, die wir in diesem Spiel selber konfigurieren können. Ich dachte mir so, ich mache es mal so, dass ich zuerst mal mit einem Charakter hier zeige, beziehungsweise mal vorführe, bereits gemacht habe und danach mal das Ganze, den Hintergrund dazu anschauen und natürlich auch noch weitere Charaktere dazu erstellen. Mii, so sieht es ein bisschen anders aus eigentlich wirklich sein sollte. Weil ich habe es so gemacht, den Mii habe ich eigentlich auf meinem 3DS XL erstellt und dort sieht er ein bisschen anders aus. Und deswegen, wenn wir gleich hier reingehen und ein Match starten werden, werdet ihr auch gleich sehen, was ich damit meine. Denn für den Kampf selbst übernimmt denn das Spiel doch den richtig erstellten Mii. Genau, das ist der Michaels Mii als Schwertkämpfer. Pac-Man, was machst du dort? Aua, das tut doch weh, Mann. Ich hau dich raus. Darauf ist kein Graus. Und die hat dann noch ihren Spaß. Oder sein, wie auch immer. Und tschüss. So, B seitwärts. Bams. Und natürlich auch B normal. Yeah. Autsch. B nach oben. Es grüßt auch Link. Wow. Der Pokéball gehört mir. Evoli! Wow. Nein, nicht schmeißen, das ist fies. Autsch! Mit nach unten wäre übrigens noch ein Kontermove. Kann ich mal gucken, kann ich ihn nicht einsetzen? Na, jetzt aber nicht, war klar. Komm her, Mann! Von Schlüssel. Ja, boom, boom! Hier bin ich. Mann. Oh! Alter. Nein, nicht Ottero, Mann. Das ist voll fies. Alter. Ottero, Mann. Was soll denn da? Komm her. Komm her, du. Da geht mir und Ultra Smash. Ja, normalerweise wäre das ein bisschen epischer. Autsch, lalalala. Klappt sogar auch nicht. So, jetzt ist es gleich geil. Ich dezimiere seinen Schild. Und gleich ist er weg. Ja, ja. Hallo, was ist jetzt los? Ah, ja, so soll er eigentlich noch nachlegen, aber irgendwie wollte er nicht mehr, wa? Autsch, Autsch. Autschi. Und das war der Schwerkonter. Und Tschüssikowski, Pac-Man. Der kommt so schnell nicht wieder. Serpifoy. Ja, 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 ja. Ah, nach oben, Smasher. Der bringt's. Wow. Oder auch nicht. Wow, wow, wow. Und Bams. Na, versuch dein Glück. Nein, gut, das war zu kurz. Ja. Das Problem ist, ein B-Move, den kann man nicht endlos aufladen, leider. Im Gegensatz zum B-Side. Yeah, Rettungsmove nicht schlecht. Okay, bei Wurf geschossen klappt es irgendwie nicht so. Michael als Mii im Neonanzug. Tja, so mal zu Teil 1 dieses Parts. So, das Ganze natürlich hier unten unter weitere Modi. Und so am Charakterstudio könnt ihr entweder das Standardcharakter oder eben die Mii-Kämpfer modifizieren. Wir haben ganz klar nochmal Michael. Als erstes natürlich, ja, seht ihr halt das Ganze, dessen geht auch, ja. Könnt ihr hier erstmal Namen auswählen, das Bild auch. Und dann kann man hier halt die Ausrüstung, kommen gleich dazu, erstmal einen Special Move noch machen. Und zwar könnt ihr bereits vorher entscheiden, ob das Ganze ein Schwertkämpfer, ein Blaster-Typ oder halt ein Nahkämpfer, sprich so ähnlich wie Little Mac werden soll. Wie halt noch die ganzen Attacken, die man auswählen kann. Standard halt seitwärts, oben und unten, wie jetzt das hier
ich ausgewählt habe. Als Alternativ gäbe es auch einen Glanz-Shuriken oder Tornado-Hieb. Das sind auch coole Attacken, aber ich denke, die Kombination hier hat auch was für sich. So, Kopfbedeckung kann man auch noch irgendwas machen. Irgendwie Stirnband hatte ich auch mal drin oder einfach sonst irgendetwas, was euch gerade gefällt. So, dann natürlich Outfit haben wir jetzt für einen Neon-Anzug entschieden. Oder schon halt mal Samurai-Outfit. Ja, ist auch nice, aber momentan finde ich, glaube ich, da den Neon-Anzug irgendwie geiler. So, hier Ausrüstung. Ja, worum geht's hier? Es geht darum, dass man hier halt mit 3 Slots den Charakter verbessern kann. Sprich Angriff, Verteidigung und Tempo. Und dann ist es jetzt so, dass ich da Tempo plus 13 habe. Was aber nicht so sein muss, weil ich kann natürlich auch den jetzt einfach hier wegnehmen, oder? Und sagen, entfernen. Habe ich jetzt Angriff plus 21, dafür aber Abwehr minus 14. Auch doof, wa? Das andere ist halt, ich habe noch nicht so viele Upgrades, sag ich jetzt mal. Es ist jetzt momentan nur die hier, sogar nur einen für den Angriff und deswegen, wenn ich das Schutzplakette mache, ist dafür Tempo geringer. Aber echt, dass ich jetzt sagen könnte, ja, es gibt hier irgendwie bereits das Optimum, wo ich alles plus habe, ich glaube, das gibt es noch nicht so wirklich. Natürlich Mucki ist schon mal gut, da geht ja die Abwehr dafür runter. Das Ganze wieder versuchen, ja, auszugleichen, es sind wieder andere Fähigkeiten dafür unten, also ich muss sich für das kleinste Übel entscheiden, war das Schutzplakete. Minus 2, minus 7 Tempo. Der Angriff trotzdem plus 21. Jo, könnte auch klappen. Jo, sprach das Ganze mal. Zugriff auf SD-Karte. Tja, dann mal zum Schwertkämpfer. Es gibt, wie gesagt, noch 2 andere Typen, einen Nahkämpfer und... Also das übernommen, cool. Und auch noch... Ja. Gast C, wie mir aus. Toll, ich habe... Ja, wie gesagt, ist das halt... Der 3D sind halt zum Aufnehmen benutzen, aber noch nicht so viel Mies drauf. Toll. Gut, mal einen weiblichen, wa? Macht daraus einen Schützen. Ein Blasertyp, wa? Den Mii-Kämpfer. Püff. Was nehme ich da für einen Namen? Irgendwas Kurzes, wa? Nennen wir... Ah, nicht so. Mann, meine Finger sind zu groß. Nein, nicht E. D. Dankeschön. Sandy. Sandy mit dem neuesten Handy. Na, erstellt Sandy. Tja. Genau, kann ich einen ganz speziellen Angriff und so, sprich auch Ausrüstung hier noch wählen. Okay, geht auch noch hier. Ich mache jetzt mal mehr auf Defense oder mehr auf Tempo. Für Angriff minus, Alter. Habe ich hier irgendetwas, was möglichst wenig minus Angriff hat? Ich glaube kaum, wa? Schutzplakete für Angriff, für Tempo runter. Nehme ich den nochmal. Hatten wir schon mal von dem her. Ja, toll. Angriff minus, minus, Tempo. Nee, der bringt ja nichts. Ich brauche da dringend noch bessere. Okay, was haben wir hier Schönes? Standard wäre Energiestoß. Aufladbarer Plasmaschuss. Wendung des Schilds unterbricht das Aufladen. Ich kann aber trotzdem den Schild einsetzen. Tja, Laserfeuer. Der den Gegner aber nicht verlangsamt. Energiestoß. Ich glaube doch, das eigentlich noch am besten war. Haben wir den Brennball seitwärts. Schieß einen Feuerball schräg nach unten, um einen Mini-Inferno zu entfachen. So ähnlich wie es auch Darrain drauf hat. Bombenschuss. Gibt's auch. Moment mal. Stärke und Reichweite. Ah, da was. Naja, mal ein Bombenschuss hier. Ist sogar fast das gleiche wie das hier, aber egal. Was haben wir hier? Sternflug. Nach oben schon zu ändern. Hat was. Raketenhieb. Jo! Was ein Sprung mit Kinnhaken anschließend Schuss nach unten einen Veto-Effekt hat. Alter. Der klingt einfach ganz geil. Pustreflektor für die gegnerische Geschosse. Diese sind danach noch stärker. Kontakt. Energieschoss aussagen und dich zu dem heilt. Der Vortex. Das wird das Ende sein Nessie auch, wa? Der Fußreflektor wäre, glaube ich, hier geiler. So, schon fertig. Und für noch Kopfdeckung was machen. Machen Ninja-Stirnband. Jojo, hat was.
Outfit noch irgendwie, Western, Hightech. Ja, wieso nicht? So, hätten wir bereits unseren Blaster-Typen. Jetzt noch ganz kurz einen dritten, sprich noch den Nahkämpf. Danach hätten wir alle Charaktere bereits gemacht. Ja, Sandy, Michael und der dritte. Ach, ich hätte eine Idee. Und er wird sich sicher freuen, wenn ich ihn hier erwähne. Tja, wer könnte es wohl sein? Rate mal, Leute, wer könnte es wohl sein? Genau, der gute alte Kai, beziehungsweise Lord Kai 1102. Neu erstellt Kai. Hey Kai, hörst du, bist neu erstellt worden. Okay, Ausrüstung. Was mache ich jetzt bei ihm Schönes? Jagdveteran, abwärts aber Tempo, Alter. Handschuhe, mächtig. Wow, aber Abwehr geht die runter. Was zum Mucki-Marke. 70 Stärke, dafür Abwehr total zum Kotzen. Aber gut, hat zumindest ein bisschen Power, war. Mal testen, ey. 109 Angriff, minus 83 Abwehr. Bin gespannt, wie ich der durch die Gegend fliege. Special. Ja, dann mal gucken. Okay, B normal ist die Eisenkugel. Kann nirgendwo ab. Eisenkugel, also der Bewohner glaube ich auch, wa? Flammenfuß. Ultra Aufwärtssieb. Aufwärts Kinnhaken, wäre aber besser, wenn der oben Move wäre. Seitwärts, Feuerkick. Kopfschmerzmacher. Okay. Drücken einen Knopf im Sprung, um schnell anzugreifen. Ein feuriger und äußerst weitreichender Angriff. Laden ihn erst auf mehr Schaden ausrichten. Weitreichender vor allem, wäre cool. Machen wir Feuerkick. Haben wir heute ein bisschen Feuer im Arsch war. Der Salto-Kick, da ist er nach oben. Dampfhammer. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Monster Ranger, aber egal. Und vorerst reisen mit dir in die Luft. Du trittst zweimal zu, das ist ein Salto und beim Fahren damals mit der Ferse. Ja, doch was, das ist ja besser. Was haben wir unten? Flugkopfnuss. Halber Salbe, wenn du mit dem Kopf raus auf den Gegner zustürzt und in den Boden rammst. Alter. Von dort zuzutreten. Das heißt, Kirby auch so einen Move drauf hat. Zuzutreten, nee, was anderes war. Eine Triebfolge, die du unbewegt aus der Luft oder mit Sprint nach vorn vom Boden aus ausführst. Sowas hat doch Ganondorf, wa? Versuch mal den, ich habe das Gefühl, dass er eine hohe Priorität haben könnte. Okay, nur das so weit mal, haben wir auch Kopfverdeckung, was geben wir den guten Kaiden? Den Luigi, ja. Eine Zelda-Perücke. Ja, nicht schlecht. Da sieht noch cool aus. Eine Chic-Maske. Meister Gärtner-Krone, okay. Eishockey-Maske, Westernhut. Ja, vielleicht gar nichts, wa? Outfit was anderes. Was haben wir hier? Trainingsanzug. Vampir-Outfit. Ja, wieso nicht, komm. Ist also bloß zum Zeigen. So, Kai gemacht, alles supi. Tja, wollen wir sagen, nach knapp 6 Minuten Zeit. Es wird Zeit hier, dass wir mal richtig losschlagen. Entschuldigung, das war das Falsche. Tja, genau. Und diesen machen wir zuerst mal mit Kai. Level 9. Auch mit Ultra-Smash und so. Wieso nicht, wa? Pokebälle noch? Ne, komm, Pokebälle sind mittlerweile ein bisschen out jetzt. Kommt die raus, aber der Ultra-Smash, der bleibt drin. So, mit Kai, wo gehen wir hin? An epische Stage, wa? Machen mal die hier, wobei die Mucke nicht unbedingt im Griff, aber hier. So, Pete, dann zeig mal, was du drauf hast.
Alter, hat der Power drauf! Ja, wie ich schon dachte. Hohe Prio. Okay, der muss gerade nach oben sein, alles klar. Normal B-Move, bringt auch was. Ah, da funktioniert so, okay. Muss ein bisschen Zeitverzögerung machen. Ah, aber ich glaube, das ist ein bisschen doof, der Move. Da spricht der B. Mal ganz ehrlich, ich muss den CS ein bisschen aufladen, geht nicht sofort und dann ist sowieso nur... Ah, nee, das ist doof. Die B muss unbedingt ändern, da geht so nicht. Ich drehe eigentlich total in die falsche Richtung, aber ist egal. Und da fliegt er weg. Ja, der kleine Pit. Yeah, me. Wow, wow, wow. Also wie der Hunde-Move, der gefällt mir. So, Pit. Hasta la vista, Kumpel, wa? Alter, mit 57% Schaden. Leck mich doch am Sack, hey, was hat denn der drauf? Ja, also mein Move erinnert mich ein bisschen an Ganondorf. Der war auch ein bisschen doof, so gesehen. Ah, Rettungsmove muss noch ein bisschen gucken, dass ich da bessere Moves dran kriege. Wow, Hilfe! Okay, das war knapp. Dank Peter mich retten können. Wow. Das klappt so nicht, Mann, Bums! Nein! Ah, was machst du da, Maike? Maike sage ich schon, Kai natürlich. Ist noch schnell, wa? Kann sicher auch in der Luft noch gut nachtreten. Was? Ich hol gerade den B nach oben. Was ist das gerade? So, komm schon. Boom. Ja, vielleicht Pit der falsche Gegner oder so hätte einen nehmen sollen, bei dem ich die gegnerischen Moves ein bisschen besser abschätzen kann. Aber ne, also muss zugeben, Nahkämpfer, der hat was. Du musst einfach die richtigen Special Moves noch ausrüsten und so und die richtige Reihenfolge haben und dann hasta la vista, Pit. Tja, so viel mal dazu. Zum Nahkämpfen, wie sieht es eigentlich mit dem Fernkämpfer aus, dem Blaser-Typen? Ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Blaser-Typ-Fan, aber naja, wenn es natürlich gut kommt. Doch die hier. Die Ferox Arena. Mit der richtigen Musik. Okay, das ist normal. B-Move. Und voll reingekloppt. Wow. So, natürlich nicht viel. Ah, der Schild. Schaden kann ich jetzt damit auch machen. Wie mache ich mit dem Schaden? Hä? B nach oben? Mach doch ein... Also jetzt aber. B nach oben kommt beim Gegner Schaden zu machen nicht so richtig häufig an. Da muss ich echt nah dran sein, vor allem das richtige Timing haben. Boah, der A zur Seite, hey, der ist übel. Fast den Schild durchbrochen. So. Wow. Voll in die Fresse. Nein! Warte mal! Bin nach oben wieder nicht toll.
Ja, wie gesagt, Blasetyp ist unbedingt mein Fall, aber wer das gerne macht und so, ist ja gar kein Problem. Bei Lucario ist eigentlich auch ein Blasertyp, ganz so ehrlich. Ja, mehr oder weniger. Autsch, in Luft und... Mann! Ah, bin ich oben, nicht schlecht. Mann, Sonic, geh mal raus hier! Tschüss! Komm's nochmal? Boah, der nach oben hält der lange. Ja, der kann auch lustig werden. Na, Sonic, was machst du, Bam? Ah, das klappt so nicht. Ah, ich brauchte echt bessere Attacken. Ja, besser kombinieren kann vor allem. Weil ich sagen muss, der B normal, der gefällt mir zwar. Aber vor allem die A-Attacken, Alter. Nein, verdammt. Da war es auch nicht schneller. Also man sieht schon, man kann hier relativ viel noch machen mit dem Mii, das ist ganz geil. Aber ich glaube doch, er bleibt doch lieber bei meinem Schwertypen Mii. Mit dem anderen noch ein bisschen, naja, sag jetzt mal, dann die besseren Moves drauf und kann es vor allem besser miteinander kombinieren. Tja, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Part 29 mit dem erstehenden Mii und was man so halt so machen kann, mal einen kleinen Überblick dazu. Nächster Part 30 wird dann ein kleiner Special-Part sein. Da muss ich mal gucken, weil ich will da meine All-Star-Truppe euch präsentieren. Das heißt, es werden 6 Charaktere sein, außer Mii, also Mii kommt da keine vor. 6 Charaktere im Umfeld, mit denen ich am besten zocken kann, die ich also präsentieren möchte und so, und dann ganz kurz darauf eingehen, noch ein bisschen fighten und so, was ich dann cool finde, etc. etc. Und ja, mit dem wir dann sicher dann auch online noch häufig zocken. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Super Smash Bros. Für den 3DS und ciao zusammen!